Salut. An. Herzlich. Willkommen. Hi. Lux Play. Nerf this! Für die Eichtfolge von Lux Play Hummer fähig. Ein Tipp aus Bandex. An ein Fremden von Gräber plündert. Auch wenn sowieso okay von euch das besser erklären kann, wie der Mann selber, hat man extra aus New York angeflogen. Und hier hast du, der Spider-Man. Schon erst 5-mal gesagt, es sind nicht Spider-Man. Oh, hallo Kammer. Es ist Spider-Man. Heute weiß ich ja, ob sie mein neues Spiel. Wann et Superheld gëtt den Gaming-Welt seit Generationioune begleet, dann ass de Spider-Man. A wann et een Entwickler gëtt, den dëse Aufgab gewus ass, dann ass et Insomniac Games. Déi bei Sunset Overdrive och schon gewesen hunn, dat se de Charme an Humor hunn, déi fir Spider-Man-Spiel brauch. Wen hier den Insomniac Games hat noch bewiesen wird, aus den Juri Löwenthal. Irgendwas mortal. Den auch schon bei Sunset Overdrive den Protagonistin Stimme gelehnt wird. Er überholt das Troll vom Spider-Man, den an diesem Spiel schon seit 8 Jahren Netzer schwingen lässt. Aber auch storytechnisch wird sich Insomniac Games pro interessante Sachen aus dem Hut gezogen. Am Platz wie üblich eine Adaptation von den bekannten Geschichten oder von den Filmen zu bringen, und sich eine originelle Story aufhellen gelost, die mit interessanten Twists zu überraschen weiß, also sogar langjährige Spider-Man und Comic-Fans für den einen oder anderen Moment zürgen. Auch der Nierwecast zum Spiel aus eiser Meinung noch ziemlich gelungen. Mary Jane als lo eng Reporterin beim Daily Bugle, Tante May als eng Sozialarbeiterin bei engem Obdachlosenheim, an de Miles Morales den... Miles Morales. I mean, come on, you saved Spider-Man. I'm pretty sure that makes you an official superhero. Der Missionsaufbau als auffassungsreich anbietet engem méi wie nëmmen vun A und B zu rennen, 3 Gegner zu verklappen, bis rundum schwingen, Sachen zu sammeln. Nee, da sind zum Beispiel Missionen, die hauptsächlich auf Schleichen ausgelöst sind, oder Missionen, an denen neue Gadgets notwendig gëtt. Leider muss man auch so, gibt es noch eines oder eine Mission, die aus einer Cutscene besteht. Nee. Hey, die kriegt XP dafür für eine Cutscene zu gucken. Wo geht es das? Yay! Das mit Muskeln! Wir wollen nicht aber nicht zu viel verroden, außer dass die Story halt voll geil ist. De Gameplay ist genau das, was ihr von den Viergänger kennt. Wir mengen das nicht schlecht, ganz am Gegenteil. Spider-Man-Spieler willst schon immer durch die Intuitivsteuerung zu überzeugen. Der Kampfsystem wird sich über den 2 letzten Spider-Man-Spieler bei der Arkham-Reihe von Batman inspiriert. An dem ganzen eng Preis Spider-Man weitergehen. Neu ist auch hier, dass ihr einen Fokusmeter holt, den einen extra Damage bringt, Finisher-Moves freischaltet und als Healing-Fähigkeit benutzt kann. Genau wie bei den Batman-Spielern holt ihr auch Gadgets. Die sind das natürlich nicht und der Fledermaus inspiriert, wir drehen sich komplett dem Spidey Web-Shooter. So kann ihn zum Beispiel Netzminen oder sogar Elektronetzer verschießen. Aber wenn den Lust drauf hat, kann der Gegner auch einfach nur mit einer Druckwelle von einem Kamio schießen. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Aber auch durch Open World zu schwingen macht mehr Spaß wie jemals hier drin, weil einem dafür viel mehr Aufwieslungen Geburten gehen. Nicht nur also den Timing wichtig, mehr kann er auch weiter Methoden benutzen, für mehr Tempo abzubauen, und für besser in die Schaffkehren zu kommen. Weil ihr einfach vom rundherum schwingen einfach mal zurück auf die Boden von Tatsache könnt, merkt ihr auch viel Liebeswelt für Spider-Man aus sich aus. Toastgänger begrüßen als freundlich Spanner aus der Nachbarschaft, aber bin eigentlich sogar High-Five-Zone. Sogar Selfie sie menschlich. Den Ugriffs-Button mit zum Emote-Button, mit dem man unter anderem dann auch Finger ganz machen kann. Wer jetzt sich für superheldes Spiel gehört, ginnet lo auch ein Unmussen und Suits, die lo nicht nur mehr kosmetisch sind, mehr auch neue Fähigkeiten freischalten, die ihn zu äußer Freda Woche unter den austauschen kann. Als Favorite waren zum Beispiel der Spider-Punk und der Klassiker der Spider-Man Noir. Did
just leave your clothes on the kitchen floor? Et spiel den awer och net nem als Spideyëssen Deel, et ginn noch pu Schleicher nachren, den immer Mary Jane oder ma Miles Morales spielt. Das bin zwar eng klein Auflösung zum rechtliche Spiel, me se si leider bëssen inkonsistent wat Schwierigkeiten gehen. So kann den heuern zu 400 an vun de Wachen ungesteuert rundrum laufen, halt so gesinn se dann a woch schon knapp beim echte Blick. Wait! Ebenfalls als standlos Bombardierung mat Minigames e Kritikpunkt, den man ummerke mussssen. Bei der Mufang nach eng Leifspielerei ass ënner Brücht am weiteren Verlauf de Floss zum Spiel mat onmage Puzzlen, déi weder fir de Gehirnschmalz noch wirklich fir Aufwieslungsreich Momenter ze gebrauche sinn. Gott sei Dank da wo eng Option fir des Minigames ganz sie versprangen an der Story op jede Fall, awer der Tanner leist, an eisem Gamerherz trotzdem e Kleinkefil vu Fudlen. Zu guter Letzt muss man danach erwähnen, dass man leider ziemlich enttäuscht sind mit der DLC-Politik von Sony. So sollen nach innerhalb von der nächsten Premain 3 DLCs für das Spiel rauskommen. Das wäre natürlich nicht so schlimm. Wird nicht so offensichtlich aus dem Spiel rausgeschnitten gehen. So wird zum Beispiel am Spiel Nebenmissionen von Black Cat, an denen et immer im Ugeteased gëtt, mehr am Endeffekt muss dann einen DLC kaufen für später überhaupt könnte gesinn. So, nachdem's mir also lo viel zum Spiel gelallt und wat kann da lo zum finale Fazit zuhören. Spider-Man von Insomniac Games ist ein spaßiges Spiel, das sich sehr gut steuern lässt, Aufwieslung bringt, auch wenn verschiedene Elemente als andere Spieler bekannt sind, viel live zum Detail wird und mit einer ganz guter Story und ganz gut geschriebene Charaktere kann punkten. Am Eisen an, kauf der Strohsch, dir macht kein Fehler. Also die könnt nicht mit Comic so fangen, dann hat das Video sowieso nicht geklickt. You know, as elevator shafts go, this is pretty nice. Hey Danilo, Jo. was ist Spider-Man und Tomb Raider gemeinsam? Titten? Spielen sonst wie am Dunkeln mit meiner Hand unter der Decke. Endlich ist es soweit. Shadow of the Tomb Raider ist raus. Und damit kriegen wir den dritten und damit leider bis auch auf den nächsten letzten Teil von der Reboot-Reihe. Etwas können wir schon am Voraus direkt sagen, Fans von den letzten 2 Teilen können direkt zugreifen. Grundsätzlich wird sich nicht viel verändert. Natürlich wäre da nicht fair, dabei zu losen, weil das Spiel weiß trotzdem eine gute Weiterentwicklung. Für die Story also gut steckt mehr Wurst zu gehen. Jo gut, natürlich waren schon die ersten 2 Teile ziemlich erwürzen, vor allem den ersten Teil. Aber Käfen den 2 Teile fängt direkt damit an, dass man Maya-Apokalypse auslesen. Spätestens, wenn ein Tsunami muss überleben, und gesagt, wie du bei unschuldig Leuten alles verlieren, was ihnen wichtig ist, kriegt ihr ein schlechtes Gewissen. Auch Lara selber ist mehr Wursen und mehr skrupellos gehen. Während den letzten 2 Teilen, während sie Amoklauf durch Gegnerwellen immer beteuert wird, wie ledigt den Gift oder was für schlecht Gewissen hat, beweist der Lo, was daraus gelehrt wird. Aber wie jetzt zum Survival-Expert Guinness, den wir von früher kennen. Zum Beispiel können sich lo mat Bulli erschmieren, also sich Pflanzen iwwer wurste Mauere verstoppen. Oder wie bei Assassin's Creed 3 Gegner UB abknappen. Ein weiteren Aspekt, an dem das Spiel mir wurste gehen ist, das Kämpfen echt mir einen kleinen Rolle gekriegt wird. Natürlich steht noch immer mehr wie genug Ballereinlagen am Spiel dran, mit die schalten nächster Gang zurück. An diesem Teil stehen Rätsel im Mittelpunkt. An die Rätsel können die Entwickler auch richtig stolz sein, weil das sind außergewöhnlich auflösungsreich erfordernd.
Zumal waren an Optionen für Spielfang all Hölle aufschalt. Dat mir ihr auch gerne und Herz gefallen, weil mich der riesen Unterschied. Grafik hat übrigens auch einen riesen Schritt nach viel gemacht. Natürlich hat Rise of the Tomb Raider auch schon eine Bombe Grafik, mit Disco leider durch schlecht Kantenglättung raufgezogen. Von Jaggies fehlt auch Shadow aber all Spur. Durchschnittlich sieht ein Dschungel Eisermehnung sogar noch besser aus wie an Uncharted. Und das dicht bewusst auf voller Details, für allem Aussichten wie das. Klau neues Science durch mal die Note. Aber auch die Klangsachen sind wert erwähnt zu gehen. Zum Beispiel wie das Wasser reagiert, wenn Lara durchschwimmt. Und ganz besonders hat es gefallen, wie der Bully ob er reagiert, wenn er ihn durchstrippelt. Heinz, du füllen sich dabei sogar die Fußspuren mit Wasser. Wie gesagt, Klangdetailer, den größten Effekt. Am Platz zu Wille Bieren kämpft den Disco gegen Jaguar. Und das ist sogar richtig anstrengend bei den nächsten Begegnungen. Oder müssen einfach zu schlecht. Während der Viergänger kann natürlich auch andere Tiere johen und sogar pur cool Skins draus machen. Apropos Skins, wie bei der Anniversary Edition für Rise of the Tomb Raider kann ich noch heim mit den klassischen Lara-Skins rundherum laufen. Was sich schon bald lohnt, dann noch Spiel 9 mit den Skins durchzuspielen, weil es zu unheimlich witzigen Momenten führen kann. Natürlich ist aber nicht alles positiv im Spiel. Nebenquests reichen von mittelmäßig bis schlecht. Und wirkt bald so, als hätte ich dir vergisst, den Motion Capture für die Gesichter abzuholen, wodurch die hochwertigen Charaktermodelle bemol nobelische Puppen ausgesehen. Wir mussten aber dabei präzisieren, das Problem besteht nicht mehr bei den Nebenquests. Weil aufgesehen davon leiden sie im nämlichen Niveau wie beim Sony-exklusive Cousin. Zum Fazit kann ich also sagen, dass wenn ihr die ersten 2 Teile schon nicht ausstehen könnt, dann kann ich mit dem heute noch nicht aufhängen. Wenn aber Fans von dieser Reihe Uncharted oder Action-Adventures allgemein ist, soll aber definitiv zugreifen. Weil mit Shadow of the Tomb Raider kriegt einen von den besten Action-Adventures, die diese Konsole-Generation zu bieten hat. So, was war für Doofmod geplant? Ciao. Okay. Ja, ist mir scheißegal.